Porte vom Projekt Honorable Herr Laurent Moser. Herr Moser. Ja, Herr Präsident, merci, liebe Kolleginnen und Kollegen, Madame Justizminister. Das ist effektiv den letzten Projekt de loi für die Mitte. Bei diesem Projekt geht es um das Gesetz vom 10. August 1915 zu den Sociétés kommerziellen auf einem ganz präzisen Punkt anzupassen. Konkret geht es der SRL, also Société à Responsabilité Limitée. Bislo als so, dat bei der Gründung vun enger SRL de Kapitalsozialminimum vun 12.000 € muss wie dat a juristischen Termen liberéiert gin bei der Konstitution fir dat op mi einfach Lützeburg zu soen, die 12.000 € mussssen op engem Bankekont abbezuelt gin an dat abbezuelen gëtt dann vum Notär konstatéiert. An darüber hin kann dann auch normalerweise die SRL gegründet gehen. Dieses Projekt seit lo 4, dat diese Montant von 12.000 € zwar nach immer an den Statuten muss festgehalten gehen, aber nicht mehr unbedingt bei der Gründung komplett oder überhaupt muss abbezuelt gehen. Das muss lo just bannend engem Delay von spätestens 12 Monaten gemerkt gehen. Die haben mit diesem Projekt als eigentlich einfach an der Praxis am Höhe schon oft genug auf dieser Platz davon geschwärzt, gehen es immer mehr oft Verspätungen, weil für ein SRL zu gründen, natürlich muss für dich ein Bankkonto abgemerkt gehen, und ihr wisst, das kann dauern. Das kann sogar ganz lang dauern. Mit diesem Projekt will wir also den Leuten, die an Zukunft so SRL gründen, mehr Flexibilität geben, an ihnen noch die Gründung von so einer SRL wesentlich mehr einfach machen. Das Projekt gouf den 16. Dezember 2025 von der Justizminister deposiert an Astono an die Justizkommission verwiesen gin. Am Lauf von den Erbechten sind eine ganze Reihe von Avien rausgekommen. Den Avis vom Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg vom 4. Februar 2026, den von der Chambre des Métiers vom 23. Februar 2026, den vom Staatsrat vom 24. Februar 2026, den von der Chambre des Notaires vom 26. Februar 2026 und schlussendlich den von der Chambre de Commerce vom 5. März 2026. No enger ganzer Serie von Amendements parlamentären als danach ein Avis komplementär sowohl von der Chambre de Commerce wie vom Staatsrat rakom an der Rapport als schlussendlich den 23. April 2026 an der Justizkommission ugeholgen. Der Staatsrat hat als engem Avis vom 24. Februar 2026 das Projekt gut geheescht. An als engem Avis komplementär vom 27. März hat der Staatsrat dann noch einmal bestätigt, dass die parlamentarischen Amendementen seine Bemerkungen entsprechen an hat dann auch gegen die adaptierte Version vom Projekt de loi keine weitere Objektionen mehr gehabt. Die Chambre des Notaires, das ist eigentlich auch den einzigen Avis, den mir kritisch war, hat sich an ihrem Avis vom 26. Februar artikuliert, und noch die Chambre des Notaires hat unerkannt, dass es an der Praxis reell Probleme bei der Gründung von der Gesellschaft, ganz besonders auch von den SRL gibt, für allem, was die Ouverture von einem Bankkonto angeht. Die Chambre des Notaires hat aber darauf hingewiesen, dass das Projekt diese Schwierigkeiten nicht unbedingt löst, aber erst eine andere praktische Approche dazu schafft. Hier ein Hauptgedanken luchen am Bereich von der Lutte contre le Blanchiment an Finanzement vom Terrorismus. Die Chambre des Notaires will dann auch hauptsächlich sicherstellen, dass sich am Fall von einer Liberation différée nach immer klar an zuverlässig kann kontrolliert gehen, wo die Fonds dann hier kommen
an für sie as auch do troll vum Notär bisssen onklar gewircht. No dem Avis huet die Justizkommission décidéiert eng Entrevue mat den Vertreter vun der Chambre des Notaires ze machen. Die Entrevue huet den 16. April 2026 stattfand. Do huet on enker Chambre des Notaires hireieren Avis firstalt, sinn noch donner enke op die verschiedenen Punkten ergangen. Ich muss allerdings so net wie den anderen Kollegen hier gefiel, natürlich da kommt aber ein ganz Reihe vu Probleme trotzdem zufriedenstellend Antworten kreen. An diesem Projekt geht es als sich eng ganz limitiert Reform, die eigentlich soll die Gründung von einer SRL mehr flexibel machen, ohne dabei die nötigen Sicherheiten abzugehen. Ich fand, dass man auch gerade wie bei dem Projekt 4 eigentlich guten Kompromiss vom tun zwischen auf der einen Seite Sachen wie einfacher, wie schnell zu machen, auf der anderen Seite aber eine gewisse juristische Sicherheit zu garantieren. Und dafür wäre ich dann auch froh, wenn diesen Projet de loi eine ganz große Majorität an diesem Haus kreen. Ich werde immer den fertig mit meinem mündlichen Rapport, gibt dann aber noch ganz schnell auch ein Cap vom mandatierten Sprecher von meiner Partei ugoen, für festzustellen, und das erfreut mich, dass der Titan eigentlich mal einkehr ein konkretes Beispiel von administrativer Vereinfachung ist. Wir schwätzen permanent, dass man Prozeduren mehr einfach machen. Hei geschieht das wohl keine Revolution mehr für die Leute, die an Zukunft zu SRL gründen. Und das sind da trotzdem ganz viel an diesem Land, werdet wesentlich mehr einfach gehen, weil sie eben nicht mehr angewiesen sind, ihre Bankkonto abzumachen. Wir das können dann innerhalb von dem Jahr machen, bis wo sie dann noch müssen, das Minimumkapital von 12.000 € abbezahlen. Zweite Remark, natürlich aus der Titan keine Solution für die ganze Problematik von den Bankenkonten, die leider Gottes nach wie vor ganz akut ist, an die nicht auf engem einzigen Punkt kann lesen. Ich will heute nicht mehr die ganze Diskussion feiern, wir haben das schon ganz oft gemerkt. Ich erkenne noch, dass sowohl vom Finanzminister wie auch vom Regulateur, dass er sehr viel auch von ganz vielen konzernierten Parteien an den letzten Wochen ganz viel Erfahrungen gemerkt haben. Wir müssen trotzdem noch feststellen, dass es trotzdem heute noch kompliziert langwierig ist, für Bankenkonten abzumachen. Das betrifft nicht nur Privatpersonen, das betrifft auch ganz viele Entreprisen, betrifft auch leider Gottes ganz viele SPL an ONG, die heute schrecklich Probleme haben, für so Bankenkonten abzumachen. Ich gebe heute aber trotzdem der Justizminister ein ganz großen Merci sagen. Ich meine, schon viermal gesagt, als ein konkretes Beispiel, wie auf eine relativ einfache Manier zumindest einen kleinen Teil von Menschen jetzt administrativ leben, mehr einfach machen. Und dafür wird auch meine Fraktion diesem Projekt mit großer Begeisterung hier zustimmen. Ihnen so nicht merci.